Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, in was für einem Ort sind wir denn hier eigentlich gelandet, war? Ja, willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt und verschwinde endlich mal, ihr verdammten, was auch immer da sein sollen, Stechmücken, wie auch immer. So, die wären down und wir sind hier für Kera unterwegs, wobei ich mich gerade frage, ob ich hier zum einen richtig bin und zum anderen eigentlich, was ich eigentlich soll. Ja, vor allem das mit dem Sollen ist eine sehr, sehr gute Frage, aber über einen Wegpunkt ist natürlich auch gut, wenn wir wieder mal hier hin wollen. Wieso, weiß ich zwar gerade auch nicht, aber vielleicht kommt ja mal der Augenblick noch der Wahrheit. Ja, in der Nähe werden natürlich auch die Quest hier sein, genau. Aber mir wäre es eigentlich momentan sehr viel lieber zu wissen, wegen hier optional, mal für eine magische Lampe um Geist zu finden. Verwenden tue ich sie, aber sehe ich irgendetwas? Ein paar Geister? Nö. Jetzt kommt der echt auch noch. Wow! Ja, sehr relativ wenig. Das ist so. Geralt, ausweichen. Hallo. Hä? Weich nicht aus. Man kann damit an... Moment. Ging doch gerade auch noch. Seltsam. Aber sehr seltsam. Mal ganz kurz. Das klappt noch. Ich will mal einen Krollen, aber irgendwie... Vermutlich, weil ich die Lampe dabei habe. Warum geht's nicht? Ja, schön. Optional. Ich bin immer dabei und ich hoffe, wir finden langsam etwas Optionales. Ein Ghoul, was macht denn der hier? Mann, Geralt, das hat teilweise echt... Ich sehe dich, aber du siehst mich nicht, Wumms! Naja. Was sei, wir versuchen es mal so, wann es schon ein bisschen grün ist. Sie sind hinter uns her. Sie werden daran nicht ab. Sie sind hinter uns her. Sie werden Graham nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Ah, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs. Los jetzt! Schön, 2 Punkte, natürlich sehr geil. Im Hintergrund schlägt gerade noch irgendetwas herum, aber ist mir gerade egal. Ja, toll, wir sind dabei, aber jetzt geht es rein, oder? Noch auf der Suche nach weiteren, um Geister zu finden, aber wir fragen natürlich, wie viele muss ich finden, wa? Ist etwas Wichtiges dabei gehabt? Wasserweibzahn. Oh, der könnte noch wichtig sein. Naja. Worauf sind ja noch Verbesserungen momentan noch. Das ist ja natürlich auch sehr schön. Und im Hintergrund, ihr hört es vielleicht, gehen ein paar Knaller los, weil ich nehme gerade die Folge am 1. August auf und ja, denke mal, mehr muss ich da nicht erwähnen. Ist halt Schweizer Nationalfeiertag und so, deswegen sind da noch ein paar Verrückte dabei, ein paar Knall loslassen. Na gut, was heißt Verrückte, aber einfach halt soll ich nicht wissen, was mit dem Geld sonst so zu tun hätten. Ist aber da 2 Punkte drauf, fast zum Henker. Weltkarte, ein Turm voller Ratten. Das stimmt schon, wa? Hierhin muss ich ja. Aber doch da noch irgendetwas übersehen, aber kann doch gar nicht sein, ey. Das ist schon echt alles irgendwie. Okay, da ist ein weiterer Ghoul gerade drin. Naja, soll von mir aus.
Kalle sagt auch in der Nähe. Hier drin vielleicht, wa? Wobei die Aussagen in der Nähe können sich auch auf was anderes beziehen, sprich auf die andere Quest. Kommt Geralt darüber? Nö, natürlich nichts. Ich bin ganz mal... ist egal. Komm, lassen wir es, bringt eh nichts. Hier darüber aufzuregen. Machen wir es anders. Kannst du jetzt vielleicht irgendwie dich bücken, Geralt? Kumpel. Ne, man findet auch sonst, oder sehe auch nix. Verarschen, kommt nicht mehr raus, oder wie? Na eben. Man, Ja, es muss schon hier drin... Mann, Alter! Ich schwenke mich ständig herum. Es muss schon hier drin irgendwas sein, aber eben die Frage ist halt, wo genau? Hier haben wir auch nichts. Was ist aber sonst? Nee, komm Leute, dann bringt das nichts, ist mir das doof. Wir gehen weiter. Sitzt schon da rum, ey. Na, zeigt es mir an oder in der Nähe, jetzt gehe ich näher drauf zu, ja, aber ich sehe hier doch nichts in der Nähe, ja, was in der Nähe? Dort war ich auch schon. Das ist ganz weit hinten, also irgendwie... Versuchen wir das Spiel gerade ein bisschen zu verarschen, wie es aussieht. Das heißt, ich bin zu weit weg, also ganz ehrlich, ey. Ja, Geräusche werden lauter. Ich bin bald außerhalb der Karte. Und das ist eh was anderes, nämlich ein paar Gegner. Okay, also auch nichts gewesen, Späße wieder wegpacken und weiter geht's. Wir haben da noch etwas entdeckt. Was sie wohl hergeführt hat? Hunger oder Gier? Tja, wer weiß, Kumpel, wer weiß. Okay, jetzt sagt sie nur noch Jan. Ja, aber Leute, bringt nichts, ich habe schon gesucht. Sowohl mit Lampe als auch mit der Exosinnen. Jetzt kommt noch irgendwie so ein Viech auf mich zu, toll. Drüben glitzert es zwar, da waren wir auch schon. Ja, er sagt, hier etwas in der Nähe, aber ich sehe nichts, was ich höre, gefällt mir nicht, von dem her. Ne, wir gehen wieder. Die andere Quest ist ja klar, von dem her, ja, erkunden den Turm. Wird sicher lustig. So, bin da, wer noch? Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er, mausetot, der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer, verteilt sein Blut und seine Scheiße überall, hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden und die Tochter nach oben.
Okay, wieder mal sehr menschenfreundlich hier unterwegs, war. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Gerald, hör auf. Ich will gar nicht wissen. Naja, Frauen und Ratten oder Frauen und Mäuse ist auch immer so ein lustiges Thema. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Hätte mich auch gewundert. Also, ist noch ein bisschen Kohle. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Ich höre was klopfen, aber keinen Bock hier aufzumachen. Servus! Ja. Nehmen eigentlich nichts Besonderes. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen. Wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwemmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze. Und der Gestank. Jo, ich meine, wir kriegen fleißige Erfahrungspunkte. Gut, ich meine, wegen Zweinen, naja, kann es ja ruhig schenken. Trotz allem verstehe ich jetzt den Sinn dahinter nicht ganz. Was nützen uns diese Informationen? Leere Flaschen, können wir vielleicht verkaufen nachher. Er packt eigentlich leere Flaschen in so einen Sack rein, also Keine Ahnung, Leute. Nicht die geringste Ahnung. So, der Keller ist schon mal sicher. Geh mal hier reingucken. So, ich das Spiel kenne nicht allzu lange. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Jetzt wird es doch langsam interessanter. Und da haben wir noch weitere Stimmen. Okay, sonst hier scheint nichts, obwohl es ein relativ großer Raum ist. Die Karte steht noch weiter runter, aber wenn ich schon mal hier bin, gehe ich dann ganz kurz hoch und gucke, was wir hier noch so Interessantes finden. Vielleicht noch weitere Geister oder sonst irgendetwas. Jo, Geister. Oder auch nichts. Da hat es noch Blut, aber okay. Nicht schlecht. Ja, wo sind die Geister plötzlich hin? Die Geister, die riefen so. Aber sonst noch ein schöner alter Turm. Gut, ich meine, überhaupt nicht mehr zu gebrauchen, aber wir müssen renovieren, hier und da. Gold! Berge davon. Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du?
So. Wer war denn wohl das? So wie es aussieht, wohl eher irgendwie ein Viech als ein Mensch, aber ich sehe weder was auf der Karte noch wird sonst speziell was angezeigt. Also, könnte alles noch lustig werden. Alter, wie hoch ist denn der Turm? Ja, und was willst du uns zeigen? Noch höher. Hier haben sie geschlafen, naja. Hier hat er viel Privatsphäre, aber gut. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Was haben wir da noch Schönes? Oh mein Gott, das alte Quietschen auch noch. Was macht der hier? Der ist wohl kaum wie eine Nachttischlampe. Nö. Labor, wir kommen! Wir zeigen eigentlich trotzdem an, dass unten weitergeht, wenn hier oben alles ist. Also irgendwie. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Die kann uns sehen. Ich bin ein Hexer. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn.
Meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lasst sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende, Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall, am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Annabelles Überreste. Ach du Scheibenkleister. Eine traurige Geschichte. Wer hängt denn da? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Tja, hier geht's dann noch weiter. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Ja, ich kann mir auch was Schöneres vorstellen. Aber, ist die Frage, war das schon alles hier oben? Naja, wenn ich irgendwie da hochkäme, aber... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine wieder mal traurige Geschichte.
die dann doch hoffentlich relativ gut ausgehen. Ich meine, wir haben es gerade gesehen, es gab die Option, das von Annabelle abzulehnen, beziehungsweise sie zu fragen, kann man die überhaupt trauen und so. Also, ja, wer weiß, wenn ihr ihre Gebeine wegbringt, es wird nachher noch stärker und ihr Fluch deswegen, naja, also. Wir haben noch einiges zu tun. Da ist nichts mehr. Bring Annabelle zu Graham, ja. Eine Tasche mitgenommen oder wie? Wow. Okay, kaum gesehen, ey. Speichern wir ganz kurz, Leute. Wie gesagt, weiß ja nicht, was nachher passiert und so, wenn ich halt die falschen Stände getroffen habe. Wäre doof. Was mich gerade wundert ist, dass sich Kira gar nicht mehr meldet. Ich bin immer noch nicht im Erdgeschoss. Der Turm ist aber echt riesig, hey. Also stockwerkmäßig halt. Was tun wir denn jetzt? Aha. Und ich habe mich schon gewundert, so jetzt muss es langsam am Erdgeschoss sein, waren das richtig begutachtet, da waren doch die Türen nach unten, genau. Der Schlüssel hierfür fehlt immer noch, wa? Ja. Die Frage ist, wo ist der Schlüssel, weil irgendwie muss da reinkommen, also wäre doof, wenn sie da eine Tür einprogrammiert hätten, die man gar nicht betreten kann. Oh je. Nun gut, Leute, es weitergeht hier bei The Witcher 3 Wild Hunt mit dieser Annabelle zu Graham Bring Quest. Das haben wir dann im nächsten Part wieder. Und wir können uns, glaube ich, darauf gefasst machen, dass noch irgendetwas passieren muss. Was? Keine Ahnung, aber irgendwas wird noch passieren. Das habe ich irgendwie so im Urin. Von dem her, bis nächstes Mal wieder hier bei Witcher 3 Wild Hunt. Ciao zusammen.